Nach einer gefühlten Ewigkeit begrüße euch zurück hier zu Dragon Ball Xenoverse 2. Hi Freunde, willkommen zurück! Ja, es ist doch schon eine Weile her, nach den ganzen anderen Let's Plays und so, nicht wahr? Vor allem Legend of Zelda Breath of the Wild. Dachte mir jetzt, wird doch mal Zeit, auch das endlich mal abzuschließen. Nicht die Hauptstory, die hatten wir schon längstens abgeschlossen. Nee, wir hatten ja das letzte Mal begonnen mit dem aktuellsten Story-DLC. Ja, ich muss es so formulieren, weil... ja, Xenoverse 2 ist irgendwie der Hinsicht ein seltsames Spiel, denn es gibt immer wieder so ein paar neue DLCs, die angekündigt werden, aber nur wenige davon haben auch Story-Content. Die meisten eher halt neue Charaktere, Parallelquests, neue Klamotten, etc. etc. Jo, nächstes wurde auch schon angekündigt mit Super Baby aus Dragon Ball GT, logischerweise. Und aus Dragon Ball Super gibt es den Fusionscharakter Kefla. Oh yeah. Können wir sich mal schon mal auf etwas Geiles freuen. So viel dazu. Jo, was habe ich in der Zeit gemacht? Da seit dem letzten Mal. Ja, eigentlich muss man eher sagen, seit den letzten paar Tagen, wo ich da ein bisschen angefangen habe zu spielen. Ich habe vor allem wieder unten ein bisschen trainiert. Also trainiert im Sinne von die Übungen gemacht beim alten Kaioshin wieder. Ein bisschen ins Kampfsystem reinzukommen, logischerweise. Ich habe auch noch, sieht man es hier? Ne, sieht man gar nicht. Doch, ich glaube, ich habe wieder Whis als Master ausgewählt, weil ich in der heutigen Folge den Super Saiyan Blue für uns freischalten möchte. Oh ja, ihr seht auch schon hier. In der letzten Folge hatte ich, glaube ich, Level 80 als Grenze. Jetzt wird es auf 85, was ist da los? Warum bin ich nicht auf 90? Bei 90 brauche ich ja für den Super Saiyan Blue, um den von Whis zu bekommen, was geht hier ab und so. Es ist so, seit der aktuellsten Version von Xenoverse 2 sieht man es hier irgendwo, ich bezweifle es ein bisschen, nee. Vermutlich nur im Titelscreen. Wir haben ja Version 1.09.001, irgendwie so etwas in der Art. Und es ist so, dass seit dieser Version gibt, es müsste direkt hier unten sein. Jo, da vorne ist er. Gibt es den Charakter Tozok. So, jetzt ist er ganz lustig. Es gibt ja beim Oberältesten Namekianer, kann man ja ab Level 80, glaube ich, mich zu erinnern, oder was? 75 oder so? Ich glaube, war sogar 80. Kann man sich ja quasi das Potenzial freisetzen lassen. Im Sinne von Potenzial freisetzen, was heißt das? Genau, es werden jeweils die nächsten 5 Level freigeschaltet, damit man halt trainieren kann, ne? Aber sprich, wenn man überhaupt weiter aufsteigen kann. Aber halt, bis man wieder Level 85 ist, dann wieder zum Oberelzen muss, für die nächsten 5 Level und so weiter und so fort, sprich, wenn man diese 5 Schritte trainiert haben muss, das muss man natürlich selber machen. Da hilft einem eigentlich keiner bisher, denn er hilft einem. Es ist so, bis Level 80 muss man, also jetzt gucken, wir haben ja 2 unterschiedliche Währungen hier. Wir haben zum einen die normale Kohle, was kann die heißt, normal 10, glaube ich, ja, mit 32.091 ich gerade haben. Es gibt noch die TP, die Time Patrol Münzen, oder Währung, whatever. Und es ist so, bei dem Typen kann man immer trainieren. Ist egal, ob ihr Level 1 oder so, das geht immer. Aber bis Level 80 braucht ihr die normale Zeni-Währung. Also sprich die goldene. Bei mir halt die obere. Mit den 32.190. Genau, ab Level 80 vorwärts zu kommen, müsst ihr allerdings die TP, Time Patrol Münzen, Währung, einlösen. So, und das denke ich mal ganz kurz vorführen für Level 90. Ja, wie sieht's aus? Bist du mein Angebot interessiert? Okay, Mann, Stärke erhöhen, jo bitte. Genau, 40 ZP, die heißt ZP. Der Zeitpatrol, ja gut, ich habe es nur auf Englisch formuliert. Entschuldigung, 40 fürs nächste Level. Ja, aber das schnell war. Jo, und jetzt habe ich 86. Genau, und so kann man halt so eine Zeitpatrol-Münzen oder halt ZP-Münzen halt dafür investieren. Sind wir 40 offenbar, okay. Es ist natürlich auch, aber ich auch schon mal versucht von wegen, hey, was ist, wenn ich schon mein Maximum erreicht hätte? Keinen Bock habe zum Oberelzen zu gehen oder zu warten, bis er mir da zu sich ruft und so, kann ich bei dem Typen da trotzdem erhöhen. Nö. Das haben sie abgefangen. Neue Stufe erreicht, wir versuchen es gleich noch einmal. Stärke erhöhen, es müsste aber auf 90 sein. Und was sagt er jetzt?
Stärker werden kannst. Komisch, hier kann man Magie nicht wie sonst wirken. Naja, egal. Ja, und warum? Entschuldigung, nicht der Lock. Sondern hier, ihr seht, der Laufstieg in 0. Ich müsste es da freischalten, bis das, ja, den ersten 5 Level vermutlich beim Oberwälzen wieder. Irgendwie so, aber bis dahin kann er halt nichts mehr machen. Ist aber auch egal. Denn ich hab, was ich will, denn ich brauche Level 90 für den Super Saiyan Blue. Aber erstmal anpassen. Ich habe natürlich jetzt viele, viele neue Attribute. 17 neue Punkte, krass. Machen wir hier mal auf 70. Explosion Superangriffe, dann machen wir mal auf 80. Und dann machen wir noch langsam Gesundheit auf 65 und dann passt das so. Oh yeah. Cool, wa? So. Mal ganz kurz ab zu Whis. Bei Whis ist ja klar, man muss ihn als Meister haben. Oder gehabt haben, aber man muss ihn gar nicht mehr aktiv dabei haben. Alle seine Übungen gemacht haben. Also ich glaube die 4, Nase juckt, die 4 Aufgaben gemeistert haben, auf Rang Z würde ich jetzt mal vermuten, plus halt der sogenannte Freundschaftswert, war. Was sieht man hier? Irgendwo auch noch. Datenanzeigen, ach, das ist wieder lange her, ey. Hier die Abschlussrate, war. Gesamthandlungsstufe ist auf Super. Abgeschlossen. Ist gerade auf Max? Hä? Wow. Oh ja. Moment mal. Trainiere mich. Ah, die Gesamttrainingsstufe ist auf Max super. Also bei Wii selber ist noch gar nicht, wahr? Ja, könnte vielleicht doch länger dauern, wa? Ich habe nur Rang A. Warum nur Rang A hier? Ich versuch's nochmal ganz kurz. Ja, sonst machen wir halt nachher noch mit dem Story-Modus weiter. Und ich gucke dann mal wegen dem Super Saiyan Blue. Aber wir kriegen es sicher noch hin. Mal gucken, ob ich auf Maximum war. Muss die vielleicht dabei haben? Wie war das schon wieder? Das ist schon wieder viel zu lange her. Abwehrstatus versetzt, so in allerdings eine Deckung eines Gegners. Realisten. Ja, ja. Na, wo ist der nächste Cooler? Aber schon so cool bist du gar nicht. Bams. So. Next one, please. Nein. Was zu? Ey, ey, ey. Ganz ruhig hier, ja? Ah, ja, die Moves hasse ich ja von denen. Ja. Nö, Metallcoolerfresse, daraus wird nix. Ah, oh, scheiße, lädt mein Kiel langsam auf. Das ist ja nicht mit anzusehen. Hey, 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 hey! Tschüss! Mann! Next one, please. So. Das muss reichen. Und den Rest einfach so wie gewohnte Maniere. Bam. Guck mal, wo ich bin. Und tschüss. Der nächste bitte. Hey. Au, 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 au. Ja. Das wird mir wieder Rang A. Da brauchen wir gar nicht alle auf Rang Z. Nee, ich glaube, man braucht gar nicht alle auf Rang Z. Das war gerade früher mal so. Meine übrigen Moves fehlen mir.
Was so? Au. Ja, wieso noch nicht meine alten Super-Moves dabei? Ja, ich glaube, es dauert auch zu lange, oder? Aua. Was zum... Voll vorbeigeschossen? Was ist das für ein Scheiß-Move? Naja, zumindest wäre jetzt klar, wie man schnell auf Level 90 kommt. Mittlerweile durch das neueste Update. Aua. Oh, ich hasse das. Nee, komm, Leute, das dauert zu lange. Dann mache ich Offscreen. Das wäre zu doof. Wo ist natürlich als mein Meister dabei, aber reicht das jetzt, um seine Leiste aufzufüllen, oder muss das... Weil wir natürlich jetzt mittlerweile auch noch das mit den Partnern und so, war. Erst auf 95, ach du Scheiße. Okay. Gut, geht offenbar schneller als früher. Leck mich am Arsch. Partner anpassen. Nee, Quatsch, du warst falsch. Entschuldigung, ich wollte einen anderen. Hier, Teleportstation. Jo! Der Oberelsenhaus. Zack, zack. Da werde ich mich auch schon auf 95 pushen? Ich glaube nicht, weil dann wird vielleicht das da immer ein bisschen zu einfach werden. Wir werden sehen. Oberältester, ich will mehr Kraft. So. Wir müssen den gleichen Spruch, den er hat. Yeah. Potenzial erwacht. Level 95. Es ist kein Ende in Sicht. Nun gut, jetzt bin ich wieder hier. Und ab geht's zum Zeitnest. Cooler, finale Form, nicht Golden Cooler. Nee, das war ja nur ein Dragon Ball Heroes. Ach ja, Freunde, ach ja. Aber vorhin erwähnt, Nummer 1 Zeitsoldat, wenn es sicher nicht ich war. Nö, das sieht nicht nach mir aus. Ich habe ja vorhin auch noch erwähnt, von neuen Charakteren war. Die im nächsten DLC-Pack kommen. Eben davon wegen Super Baby und Kefla. Ich meine, sind coole Charaktere, keine Frage, aber ein bisschen verstreut, wa? So Dragon Ball GT und Dragon Ball Super und so, das ist ein bisschen Mischmasch. Aber ganz ehrlich, ich meine, ja, zum einen gibt es mittlerweile einen neuen, nicht unbedingt Anime im eigentlichen Sinne, sind eher so, Werbung, wie soll ich sagen, Werbematerialien, Werbe-Anime oder so Anime-Clips, keine Ahnung, wie ich das genau sagen soll. Bezüglich halt, Dragon Ball Heroes zum Promoten, war. Dort, wo ja halt die normalen Dragon Ball Charaktere, also Dragon Ball Super und so, mit den Xeno-Charakteren aufeinandertreffen. Und das alleine wäre ja schon schräg genug. Hey, Toki alles klar bei dir? Was ja noch viel schräger ist, der Dragon Ball Manga. Was der, also Dragon Ball Super Manga, Entschuldigung, was der mittlerweile für einen Unterschied zu normalen Dragon Ball Super Anime macht. Mit wem gehe ich da auf Patrouille? Ah, da ist der Whis. Hey Whis, na was geht? Oh ja. Wirklich praktisch du, dass er selbst eingreifen muss. Okay, jetzt zum letzten Zeitspalt. Ich habe nie gedacht, dass Dabra, der König der Dämonenbereich, wieder erweckt wurde. Er weckt auch noch viel stärker. Ganz zu schweigen davon, dass er Tobas älterer Bruder ist. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird. Was für ein Mist. Das nächste. Ja, Dabra, der hatte vor allem bei Dragon Ball Heroes, der hatte da. Alter, ist der stark geworden. Vor allem als Dämonenkönig müsste er ungefähr so stark sein wie Super Saiyan vor Gogeta Xeno. Ungefähr so.
最後の時の裂け目の修正ね。気のせいか修正が進むたびにややこしい歴史に飛んどる気がする。 Hat Geschichte so an sich. 次に行く歴史がどこなのか、何が起きるのか、よーく気をつけて観察するんじゃぞ。よし。俺たちは混沌との守りに当たるので協力できませんが、頑張ってくださいね。フィオのことだけど、あの子にはいろいろ聞きたいことがあるわ。Ja, empfangen doch, ist ja eigentlich immer hier. できれば捕まえるか動きを止められないか試してみて。あ、もちろん時の裂け目の解決が最優先よ。フィオのことはその後でいいわ。それじゃいってらっしゃい。 Danke. Tja, wo ist dann los, wa? Mit Wiss auf Patrouille gehen. Das ist neu. Und irgendwie auch schräg, ganz ehrlich.罪と呼ぶなら呼ぶがいい。ブラック、貴様は俺がやる。ザマスたちと戦った時の歴史か。悟空もベジータも倒れてトランクス一人で食い止めている状況のようじゃが。ちょっと待って、ザマスとロペの他にもう一人いるわ。あれはジレン、第11宇宙最強の戦士じゃ。なんでこんなところに。決まってるでしょ。ダーブラが洗脳して送り込んだのよ。ジレンの強さはもう次元が違うんじゃ。あやつが敵というのはまずいぞ。まあまあ、そんなに慌てないで。ヒュー、かわいそうなトランクス。彼にも味方を呼んであげなくちゃ。そう、勇敢で頼もしい味方をね。あなたはトランクス、たくましく成長したな。あの時の恩を返す時が来た。俺も一緒に戦わせてくれ。あれはタピオン、南の銀河の勇者よ。見たことのないやつじゃな。トランクスと知り合いのようじゃが。別の歴史のトランクスと交流があったのよ。Ich wollte gerade sagen, erstmal Jiren WTF und dann zweitens taucht jetzt mal Tapion auf. Erstmal natürlich auch da von der bösen Energie und so, von Dabra, Tova, Miwa, keine Ahnung, besessen. Okay, anderes Thema. Dass er Trunks kennt, keine Frage, kein Thema. Aber Trunks so, du bist, hey, woher soll er ihn kennen? Das ist eine komplett andere Zeitlinie. Tapion stammt aus dem Film und den Film gab es hier nicht. WTF, Alter, ja, das ist alles so ein Arsch hier, komm. Das ganze Cineverse-Universum kannst du doch alles in die Tonne treten. Ja, da Trunks sich voll dran, wenn ich Tapion erledige. Und Jiren, Alter, das ist Jiren. Da gibst du mir einen Ultra-Instinkt, dann mach ich's. Kein Problem, aber ohne wird's schwierig. ヒューの歴史改変を手伝ってタピオンとトランクスに加勢するかね。Die Geschichte zu verändern, jetzt haben wir den Quatschen wieder. Und abgesehen davon ist es jetzt eine ziemlich heikle Frage. Was heißt jetzt, wenn ich Jiren zuerst platt mache, habe ich damit automatisch Trunks und Tapion geholfen? Oder muss ich Zamasu und Black auch noch besiegen? Und ich sage nicht Goku schwarz, vergesst es. Da ist Black fertig. 歴史を修正するのね。じゃあ、あとは任せたわよ。
Was jetzt? Battle Royale? 俺の邪魔をするつもりか。 Nö, ich will eigentlich auch beide. まとめて消してやる。 Oh, Whis können wir sich umschieren. Schön. An der Hoffnung festgeklammert. Ach du Scheiße. Das ist wohl... Alter! Sieht mal schlechter Start, wa? Okay, Taben will was von mir. 仲間でも奴らの仲間でもない。お前はただ戦いたいだけだ。 Sag mal! Alter, voll in den Rücken! Jetzt reißt mich aber langsam! Oh. Whis, kannst du bitte mal... ベルマさんからご飯のお誘いが。これはすぐに行かなくては。 Der ist gerade abgehauen! Der Saftsack ist gerade abgehauen! Fuck! Ja klar, können wir aber allein gegen Jin und Tapion. Jin ist nicht schwierig genug. Nö. Aber das sind die mir. Alter! Jo, ich habe ein fucking Problem! Und ich umfalle in den Stein. Aber ist langsam gut hier! So, voll erwischt. 助けに来たというのに。もう少し待ってろよ。 Falsche Zeitlinie, Tapion! Bye, bye! Aua! So. Kümmern uns um das größere Problem. Chiren. Uah! Alter. Ich wollte schon mal gegen Chiren kämpfen, aber nicht so. Alter. Aua. Und tschüss. Na, Chiren, was machst du? Na, aber gesehen. Jetzt reicht's. Wenn ich sage, es reicht, dann reicht's. Was zum? Final! Yeah! Tja, das kennst du nicht, wa? Aua! Big Bang! Ups! Das war anders geplant. Über das Übung! Nee, bin ich gar nicht. Tschüss! Hagago davor! Aua! Aua! Das wird er morgen noch spüren. Ja, ist gut, ist gut. Ich hab's verstanden. Verstehst du auch das? Offenbar ja. Au. Ja. Nö. Hey! Ah, Was zum... Was ist das für ein Move? Ist ja voll der Cheater. Big Bang! Äh. 大丈夫かトランクス。父さん、悟空さん、来てくれたんですね。先ほど来ていた人たちも父さんの仲間ですか？何の話だ？え？
魚がいっぱいです。ああ、面倒事は片付いたようですね。Reese, hörst du das? Das sind meine Knöchel. Die freuen sich schon, die Leviten zu lesen. Die Fresse zu polieren. Alter, der war voll alleine gelassen, ey. Aua, tut dir da alles den Knochen weh. Du Arsch. Das war ein schöner Fight. Hätte von meiner Seite aus noch ein bisschen schöner sein können, aber hey, komm. Da wird noch keinen Super Saiyan Blue hatte. ま、こんなもんですよ。 Ja, ich will dich mal sehen gegen solche Typen. Alter. Zurück zum Zeitnest. Wir brauchen einen neuen Partner. Alter. Ja gut, Freunde. Das war doch wieder mal ein gelungener Einstieg. Zurück ins Universum von Dragon Ball Xenoverse 2. Überraschungen gibt's nach wie vor. Und nicht zu wenige. Jiren und Tapion. Eine Geschichte von Dragon Ball Super Future Trunks Arc, wenn eigentlich Trunks da als Super Saiyan, keine Ahnung wie man seine Form da bezeichnet, Super Saiyan Angel, also sprich halt, nicht gerade Berserker, nee, aber halt die wütende Form, whatever, hier haben wir Fu den Arsch, hier haben wir Whis, auch nicht gerade viel besser ist, Partneranpassung, ja schön, ja, okay. Das soll es von meiner Seite aus für heute gewesen sein. Ich werde bis zum nächsten Mal noch kurz recherchieren, wie man dann schon wieder macht, mit wegen Wissen so, wegen, ja, auf Maximum ringen und so. Seine, ihr wisst schon, Zuneigung, sag's mal so. Werd dann aber sicher wieder Goku mitnehmen, weil einfach episch ist und so. Keine Frage. Wie man da Whis am schnellsten hochbekommt, na, wir werden sehen, wa? Neumeister, ey. Am Schluss hat 34%. Ja, ob ich die jeweils auf 100% kriege, ich weiß ja nicht. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich quasi da mit Xenoverse 2 auf die Switch wechseln soll. Weil, ja, vor allem jetzt sind es halt so verdammt heiß und so mit der PS4. Zum einen nicht gerade leise, zum anderen nicht gerade, ja, produziert halt auch seine eigene Wärme, logischerweise. Mit der Switch, die portabel ist und so, wäre es eigentlich geiler, aber nochmal alles trainieren und so, vor allem, ja. Man kann bei der Switch ja im Prinzip, oder konnte man bis Ende, oder ungefähr Ende letztes Jahr, konnte man ja, also Ende 2017, konnte man noch die Charaktere freischalten lassen und so. Jetzt geht's nicht mehr, oder? Zeitraum ist ja schon abgelaufen und so, aber ja, das alles nochmal machen zu müssen, nee, also. Vielleicht, wenn wir mal online zocken, also dann auf der Switch zocken, okay, aber hier, ich glaube, das eigentliche Let's Play mit DLC, Story und so und so fort, das lasse ich gleich machen, so auf der PS4. Aber egal, ist ein anderes Thema. Ich sage mal, danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal zurück bei Xenoverse 2. Wenn wir gucken, ja, was Dabra und Co. Neues für uns bereithalten. Tschüss.